International. Sie hören unsere dritte deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle und im Internet. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Sendung von Radio Rumänien International. Am Mikrofon begrüßt Sie diesmal Dora Mihajcescu. Ich freue mich, dass Sie auch das deutsche Programm eingeschaltet haben. Unsere Sendung beginnt wie gewöhnlich mit Nachrichten. Die Nachrichten. Bukarest. Der rumänische Premierminister Dacian Cioloș wird im Zeitraum 19. 22. September an der 71. Tagung der UN-General von der USA zusammen mit Kanada, Äthiopien, Deutschland, Jordanien, Mexiko und Schweden organisiert ist, teilnehmen. Cioloș wird bilaterale Treffen mit dem UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, mit dem ägyptischen Präsidenten und dem finnischen Präsidenten Sauli Niinisto halten. Am Mittwoch soll Dacian Cioloș mit den Vertretern der bedeutendsten Organisationen in den USA sowie mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas und dem Präsidenten der UN-Generalversammlung Peter Thompson zusammenkommen. Am Donnerstag findet ein Geschäftsessen mit den amerikanischen Investoren in Rumänien statt. Bukarest. Der rumänische Ministerpräsident Dacian Cioloș wird am Montag dem Plenum des Parlaments einen Bericht über die wirtschaftliche Lage Rumäniens vorstellen. Cioloș's Präsenz vor Senatoren und Abgeordneten kommt, nachdem die Nationale Prognosekommission in der Herbstprognose mit einem Wirtschaftswachstum Rumäniens von 4,8% des Bruttoinlandsproduktes gerechnet hat. In der Frühjahrsprognose waren es noch 4,2%. Für die nächsten 3 Jahre hat die Prognosekommission ihre Schätzungen von 4,3%, 4,5% bzw. 4,7% behalten. Das Bruttoinlandprodukt pro Kopf soll konstant in den kommenden Jahren von 8.581 Euro im Jahre 2016 auf 10.587 Euro im Jahre 2019 steigen. Bukarest. In der rumänischen Hauptstadt Bukarest haben am Wochenende zig kulturelle Veranstaltungen stattgefunden. Die rumänische Hauptstadt feierte Erwähnung. Die Bukarester konnten an Theaterveranstaltungen teilnehmen. Eingeladen waren ebenfalls Musik und Theater. Das war in China. Bildhauer Konstantin Brăcuș, die Weisheit der Erde ausgestellt ist, war anlässlich der Tage der rumänischen Hauptstadt Sofan. Die Kulturministerin Corina Șuteu hatte bekannt gegeben, der Eintritt sei frei. Dadurch wollte der Staat denjenigen danken, die für den Kauf der Plastik gespendet haben. Bis jetzt wurden ca. 800.000 Euro gesammelt. Weitere 5 Millionen Euro sind für den Kauf des Meisterwerkes nach erfolglosen Verhandlungen mit dem Gesundheits- und dem Arbeitsminister, es geht um die Erhöhung der Löhne des Personals in der Gesundheitsbetreuung, das bisher nicht berücksichtigt wurde, gibt die Gewerkschaft Sanitas den Plan der Protestaktionen bekannt. 20. September Streikposten vor dem Arbeitsministerium, 27. September vor dem Finanzministerium, 4. Oktober vor dem Gesundheitsministerium, 1. Oktober vor dem Parlament.
Für den 11. Oktober ist ein zweistündiger Warnstreik geplant und für den 31. Oktober der Generalstreik. Es gibt allerdings Versprechungen, dass bei der Haushaltsumschichtung die Forderungen von Seite aus erfüllt werden könnten. Und nun zum Wetter. In Rumänien ist das Wetter sehr warm für diese Jahreszeit. Im Westen in der Mitte des Landes. Ja, China ist stärker hier. Da messen die Thermometer in Bukarest 28 Grad. Das waren die Meldungen bei Radio Rumänien International.